Fast ein Unglück gegeben. Jetzt habe ich fast das Cola-Glas umgerührt. Ja. So, wie geht's der André? Ja, eigentlich gut und auch nicht so gut. Also, krank von letzter Woche ist eigentlich immer noch ein bisschen aktuell. Aber ich hatte jetzt einen grossen Auftrag hinter mir, 3 intensive Tage von Eventfilmen. Und ich bin körperlich am Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, wie geht's dir, Nils? Mir geht es zum Glück wieder ein bisschen besser, wie man vielleicht auch beim Zuhören so ein bisschen hört. Ich bin am Dienstag zum Doktor gegangen, weil es ist von alleine nicht besser geworden. Husten und so ist immer noch ein bisschen, aber gesundheitlich, eben so fitmässig und so, bin ich schon viel besser unterwegs. Und aber am Dienstag bin ich zum Doktor, Blut nehmen und dann hat man dort halt gesehen, da ist irgendetwas wo nicht rum sein sollte. Also irgendwie die weißen Blutkörperchen und sonst irgendein Wert war noch viel zu hoch gewesen. Und dann habe ich da so scharfe Ware bekommen, also Antibiotika, wo ich jetzt seit 3 Tagen einfach 2-mal am Tag muss einwerfen muss. Und jetzt schmirgelt es mich einmal voll durch. Ja, langsam wieder zurückkommen. Ja, also vor allem am ersten Tag, das war noch spannend, weil ich bin eigentlich relativ selten krank und so krank wie jetzt. Hat es erst einmal gegeben, also es hat es erst einmal gegeben in meinem Leben, wo ich Antibiotika nehmen musste. Das war mit 11, als ich irgendwie eine Lungenentzündung hatte. Und seitdem, 13 Jahre später, ist es jetzt das zweite Mal. Von dem her. Husten ist noch ein bisschen. Und dort, wo ich am Abend das erste Mal Antibiotika eingeworfen habe, war es interessant. Ich hatte wie so das Gefühl, dass ich gemerkt habe, wie von meinem Herz aus so irgendetwas in meine Fingerspitze rausläuft und einfach alles abkillt. Ja. Einfach alles kaputt macht. Und das, meine lieben Freunde, nennt man den Placebo-Effekt. Wenn man etwas über ihn gibt will. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber Antibiotika wirken gar nicht so schnell, glaube ich. Also, es fängt ja dann direkt an, aber es braucht ja einen Moment, bis es dich. Also es sind schon irgendwie 1 Stunde, 2 oder so später. ja, schon. Aber es geht, ich bin mir nicht sicher, wie das ganz ist. Kann schon sein, dass das. Aber weißt, grundsätzlich kann es dir ja auch viel besser gehen wegen dem Placebo. Ja. Und ich meine, es sind schon Leute operiert worden, Leute nicht operiert worden und die haben das Gefühl gehabt, sie sind operiert worden und haben nachher wieder können laufen. Die sind nämlich neu operiert worden. Also der kann viel mehr, wie man denkt. Das ist auch nichts Schlechtes, das ist ein guter Teil. Aber ich finde es ist geil, wie so etwas so schnell wirkt. Weil ich meine, ich habe dich ja erlebt. Eine Woche lang ist einfach wirklich heftig und dann krass, wie schnell so etwas einem etwas bringt. Ob jetzt das Placebo-Wirkung ist ja sicher alles miteinander ein bisschen. Ich finde das super heftig. Ja, es ist cool, was der menschliche Körper alles so imstande ist. Ja, vor allem, wir haben eben den menschlichen Körper ja nicht. Das sind ja die Medikamente. Also ja, beides miteinander. Ja, also weißt du, ohne Medikament wäre es nichts geworden. Das ist ja der springende Punkt. Die Medikamente sind so der Retter. Und da haben wir ja bei uns mal kurz drüber geredet. Das ist ja so. Also früher, vor jetzt ein paar 100 Jahren, könnte so eine Infektion, die halt irgendwie mit Antibiotika muss behandelt werden, weil es bakterielle Infekt ist, hast du einfach nicht behandeln. Wäre es das einfach schon gewesen mit mir? Das wäre es auch gewesen. Dann wäre der Nils jetzt. Ja, wäre eine kurze Sache gewesen. Ja. Wie sagt, es gibt eine richtig in der Kürze liegt die Würze.
Nein, das meine ich gar nicht. Oh Mann. Hey, es tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit so ein bisschen schneife. Weil ich halt einfach irgendwie immer das Gefühl habe, ich muss schneifen. Obwohl eigentlich mich einfach nur schlecht fühle. Ja. Ja, Oh Mann, heute. aber jetzt musst du wahrscheinlich als nächstes zum Doktor. Ja, wahrscheinlich. Das wäre vielleicht besser. Aber der Doktor sagt dir nur immer, dass du krank bist und dass du Medikamente nehmen musst. Das ist immer das Gleiche, wenn du zum Doktor gehst. So, ich meine, ich habe mal eine Zeit lang, ist mir immer schlecht geworden. Und ich bin zum Doktor gegangen und sie haben gesucht. Und am Ende des Tages hat der Doktor nichts machen. Das war einfach, weil es mir schlecht gegangen ist. Und, also psychisch schlecht gegangen ist, weil mir alles ein bisschen viel war in der Lehre. Also, das kann so viele Auswirkungen haben. Und jetzt der Stress mit diesen 3 Tagen Filmen. Ich meine, an diesen Tagen ich war völlig leistungsfähig, würde ich behaupten. Es ist dann der Moment, wenn du daheim bist und schon 2 Stunden angehockt bist, dann wird es immer schlimmer. Also dann merke ich, wie kaputt ich bin. Ich habe das Gefühl, ja, es muss ja nicht unbedingt sein, dass ich gerade Antibiotika brauche. Aber ja, weil der Arzt, der misst deine Dinge und dann verschreibt er dir Antibiotika. So. Und eigentlich wäre es ja wahrscheinlich auch gut, aber auf der anderen Seite habe ich im Altersheim so viele Leute gesehen und gehabt, die kein Antibiotika mehr haben können nehmen oder die klassischen nicht mehr haben können nehmen, weil sie halt einfach die in ihrem Leben schon x-mal bekommen haben. Und da bilden sich auch Resistenzen dagegen. Und wenn ich so überlege, wenn ich den Moment abpeilen muss, wenn dass ich viele Medikamente nehme in meinem Leben, dann ist es nicht mit 22, sondern dann ist es halt eher später. Und darum versuche ich so etwas wie Antibiotika oder eben, ja, wenn ich krank bin, schon zu schauen, zu warten. Ich weiss, das ist manchmal auch nicht das Beste. Also, es gibt auch Ärzte, die sagen dir, ja, du sollst zum Arzt gehen, um dich zu checken. Auf der anderen Seite haben die Ärzte auch Wichtigeres zu tun, wie jede Verkältung oder etwas anzuschauen. Und ich meine, am Ende des Tages, ich laufe um, ich kann arbeiten, ich war den ganzen Tag unterwegs gewesen. Also, so kaputt kann ja mein Körper gar nicht sein. Eigentlich, also prinzipiell. Darum, ja, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ich glaube, die Frage, oder das kennt jeder. So, man ist krank, hat aber viel zu tun. Ja, und man ist eben nicht so krank, dass man einfach ins Bett liegt. So wie also vor 2 Wochen, dort war einfach okay, klar gewesen, ich muss jetzt ins Bett liegen. Aber so, ich weiß nicht. Ja, aber... Ja, bei mir ist es eben auch... Ich habe ja auch 7, 8, 9 Tage abgewartet, wo es mir aber wirklich scheiße gegangen ist. Und ich hatte das Gefühl, ja, es kommt und ein bisschen Tee und ein bisschen so Hustensäftchen und weiss nicht was. Also alles Zeug, das normal in der Apotheke posten kannst. Aber ich habe einfach gemerkt, hey Kollege, es wird nicht besser, es geht nicht. Und dann erst, und das ist vielleicht auch ein Phänomen bei den Männern, eher bei den Männern. Und da gibt es auch lustige Memes irgendwie, wo so... Der Mann hat einen offenen Bruch und er sagt, ja, das verheilt schon wieder von alleine und so. Ich muss es nicht am Doktor zeigen, einfach so der Krieger, der in jedem Mann drin steckt. Ja. Und ja. Ja, also ich muss dazu einfach sagen, Frauen sind leider einfach viel härter im Nähen. Sind sie einfach. Also ich habe in der Pflege gearbeitet und nur in dieser kurzen Zeit, Frauen sind härter im Nähen. Nur schon biologisch. Also die Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt hat, die der Körper aushalten kann, die können viele Männer gar nicht aushalten über diese Zeit und diese Intensität. Und der Körper der Frau, also eben, ich hatte Arbeitskolleginnen, die sind krank arbeiten, da wären wir nicht mal zum Bett ausgestiegen. Und wenn ich so überlege, gerade auch mit dem, eben ja, der Klassiker, ich stimme dazu, wenn wir von 14-jährigen Jugendlichen reden. Die Jungs, gerade in der Pubertät, die sind eher so, oh, mein Fuß tut weh, scheißegal, das kommt schon wieder. So. Und in den meisten Fällen ist es ja dann auch so. Und dann passiert es halt das, dass man eben irgendetwas Schlimmeres hat und dann findet, ja, scheißegal. Aber bei so Krankheit und Zeug, habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass Männer da irgendwie stark im Nähen sind und Frauen nicht. Also da muss ich den Frauen zureden, weil, ja, keine Ahnung, also
von dort kommt ja das mit der Männergrippe. Mhm. Also, es ist ja schon eigentlich eher der Klassiker, dass Männer nicht unbedingt so hart im Nähen sind. Würde ich jetzt behaupten. Also, klar, und das ist vielleicht auch wieder das, wenn man in einer Überlebenssituation ist, dann kann das gut sein. Wenn es ist, hey, ich werde gerade angegriffen, dann wird der Mann sich wahrscheinlich vorher zuerst mal auf das Biest rühren und die Frau wird sich vor Kinder rühren, so im klassischen Sinn, oder? Also ich denke, in so einem Moment ist dann schon das eigene Wohl ein Mann im Schnitt, wenn man das so sagen kann, weniger wert. Aber wenn es so in unserer heutigen Zeit mit einfach so «ich bin krank» anschaust, ich habe das Gefühl, ja, es gibt verschiedene Ebenen von dem. Weißt du, so kleine Schnittchen auf dem Bau, ja, da geht aber glaube ich auch keine Frau zum Arzt. Sie haben es aber auch weniger oft in ihrem Leben, im normalerweise, weil sie halt nicht so viel im Bau arbeiten oder so. Also ja, es ist noch schwierig, oder? Aber grundsätzlich sind die Frauen glaube ich schon ein bisschen stabiler. Sorry Jungs. Dann von da an dieser Stelle Props an die Frauen. Ja, hast du gerade das Thema oder soll ich? Du darfst gerne sagen, ich habe meine Augen reiben. Ach so. Weil ich einfach wirklich ein bisschen kaputt bin. Ja, der andere sieht nicht so ganz sauber aus und schicken dann nachher auch zum Doktor. Das ist, denke ich, schon die richtige Entscheidung. Wir ziehen jetzt hier aber den Podcast durch. Ein Thema, wo vor meiner Krankheit, aber währenddem, dass ich im Bett gelegen bin, ist halt wirklich hure wenig passiert. Aber interessant ist eben, gleichzeitig wie ich, ist eben meine Omi ist auch noch krank geworden. Mhm. Und wir waren zusammen an der Fasnacht. Ja. Und jetzt allgemein ist ja sowieso so Fasnachtszeit überall in der Schweiz. Flacht schon wieder langsam ab, ist schon wieder langsam durch. Aber wir sind vor 2 Wochen sind wir dort am Umzug gewesen. Und halt die Wege. Ja. Und es kann sein, so hygienetechnisch, Fasnacht ist ja etwas Interessantes oder etwas Spezielles. Und wir haben dort halt praktisch alles getrunken, was man uns in die Hände gedruckt hat. Ja. Und dort schenken sie ja alles aus, von Bouillon über irgendwelche zusammengemischten Gebräulis und so. Schnäpsli und alles. Schnäpsli und sowieso. Und halt mit Zeltli verteilen und den Boden auflesen und weiss nicht was. Und es ist eine Vermutung, dass vielleicht dort irgendwie so der Käfer aufgelesen worden ist. Ja. Also es ist sicher, wenn man da eine Vermutung anstellen will, keine abwägige Vermutung. Denke ich jetzt auch. Verbindest du viel mit Fasnacht? In dem Sinn schon, also vor allem viel aus der Vergangenheit. So, weil ich immer in der Fasnacht dabei war. Also, mein Papi ist bei einer Fasnachtsgesellschaft bei den Zwicktrödler. Jetzt leider das Jahr auch nicht so fit an der Fasnacht, darum auch nicht so viel gewesen. Also mein Papi. Aber das ist, ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, man hat das Kostüm, eine Hose aus Tierfell, also Ziegenfell. Und dann hat man ein Unterteil oben dran für Ziegenfell und dann Schafsfell drüber. Und an den Armen hat man Tannenkreis, wo man jedes Jahr neu klebt. Und dann hat man eine grosse Holzmaske mit Kuhhörnern dran und Kuhzähnen drin. Und hinten dran an der Maske ein Schafsfell, das oben runterhängt. Und das ist so die Fasnachtsgruppe. Und dort bin ich halt schon als Kind dabei gewesen. Also ich habe mit irgendwie 10 oder so habe ich eine Maske bekommen. Eine Maske, alles, das Gewändchen. Und bin immer dabei gewesen, an vielen Fasnachten und mitgelaufen. Also auch aus der Seite des Teilnehmers kenne ich Fasnacht. Eigentlich mehr aus der Seite des Teilnehmers. Aber jetzt irgendwann mit der Zeit, muss ich sagen, bin ich ein bisschen nicht mehr so oft an der Fasnacht, weil ich trinke halt auch gerne eins und Fasnacht ist eigentlich einfach wieder ein Grund, sich zu besaufen in unserer Gesellschaft. Und es kennt halt kein Maß. Also ich meine, du hast dort ein Gespräch oder siehst dort Leute und Sachen, die auch einfach komplett eigentlich komisch sind, wenn du es dir ein bisschen bewusst überlegst, also wo wir angegangen sind.
ja, früher habe ich es einfach als etwas Geiles gefunden und heutzutage ist es ein bisschen zwiespältig, wenn dann der vollbesoffene, dreifache Familienvater mit 50 unter einem Tütü-Röckli auf der Straße hockt und am Kiesen ist, weil er jedes Schnäpsli probiert hat, dann ist das eigentlich ein trauriges Bild. Also, weißt, das ist bei all diesen Sachen ein bisschen so. Ob jetzt Oktoberfest, Street Parade, all das Zeug, mega geil, aber es hat halt auch eine dunkle Seite und die habe ich mittlerweile ein bisschen mehr auch gesehen im Leben. Und durch das, ja, ist es so ein bisschen la und la. Aber ich bin jetzt dieses Jahr das erste Mal wieder an der Fasnacht gsi, seit längerem, weil wir haben ja Corona und alles. Und das war schon geil, weil du siehst alle Leute wieder mal, die du lange nicht gesehen hast. Aber die Gespräche sind ja eben aufgrund des Alkoholkonsums eigentlich auch nicht so viel wert. Also ist ja jetzt nicht wie eine Klassenzusammenkunft oder etwas, wo du dich wirklich, ja, je nachdem, am Anfang vielleicht eher und gegen Schluss weniger. Aber ja, es ist eine coole Sache. Auf die einen Seite ist es Tradition bei uns in der Schweiz. Auf die andere Seite, wenn man nicht dabei ist und um 5 Uhr am Morgen kommen die huren Glöckner-Leute und laufen Treichler und laufen unter dem Fenster vorbei und du denkst so, was ist gerade los? Und dann schaust du an und denkst, ah ja, stimmt, wir sind ja in der Schweiz. Bei uns ist es ja normal, dass man irgendwie ja, am Dienstagmorgen einfach so am 6 oder 5 Uhr mit diesen Glocken durchs Dorf läuft. Eben, schlimm ist es nicht. Ich habe es auch früher immer lässig gefunden, aber ist jetzt auch nicht mehr das, was ich unbedingt muss an jedem Fest dabei sein. So. Ich weiss nicht, wie ist es bei dir, Fasnacht? Ja, ist eigentlich lustig. In der Kindheit war Fasnacht nicht so präsent. Also wir sind schon bei meinen Grosseltern, vor allem im Ibrig, sind wir einfach auch an diesen Umzug schauen gegangen, aber grossartig verkleidet oder eben in einem Verein sind wir als Kinder zumindest nie gewesen. Dafür mit, was ist das, mit 18 oder so, bin ich durch meine Tante in einen Fasnachtsverein reingekommen. Und das sind die Wollerauer Hexen gewesen. Also ich war mal eine Hex gewesen. Ja. Und ich hatte auch so eine Larve, eine Maske angehabt. Und ich habe mit Abstand die gefürchtigste bekommen. Weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich eben noch eine Brille angehabt. Ich habe noch Brille getragen, jetzt habe ich ja Linsen. Und die gefürchtige Maske, das ist so eine Totenkopfmaske aus Holz geschnitzt. Und das war eben eine für Brillenträger. Dass du drunter eine Brille hast können tragen. Also da muss ich ganz kurz reingrätschen wegen dieser Maske. Hat nicht jeder seine Maske? Doch, doch. Aber haben die bekommen, also geschenkt, oder? Also der Verein, der hat einfach so 30 Masken. Okay. Und normalerweise hat schon jede Person seine zuteilte Maske. Ja, aber jetzt, wenn es ja ein neues Mitglied gibt, dann braucht es ja einfach aus dem Lager kann man dann eine Maske quasi noch auslesen, die noch führig ist. Und die dann für sich beansprucht, bis man wieder austritt. So genau, ja. Ah, das war bei den Zwicktrötler ganz anders. Ah, schon? Dort hat jeder seine Maske selber geschnitzt. Ah ja? Komplett. Ja, der Papi hat meine und für meine Schwester hat er sie geschnitzt und seine eigene. Also das heisst, jeder hat sie individuell können designen, weil es gibt im Dorf bei uns gibt's einen, der schnitzt. Und zwar wirklich gut. Alle Fasnachtsmasken oder viele, vielleicht habt ihr sogar eure auch von dem. Das ist gut das möglich, ist wirklich gut möglich, weil der hat alles aufgehängt. Hexen, Ding, Zwicktrötler. Und ich weiss gerade den Namen leider nicht mehr, aber es war mega cool. Da ist das Bauernhaus noch gestanden, im Dorf zu Pfäffiken, wo wir letzte Woche darüber geredet haben. Oder nicht? Nein, 2 oder 3 Wochen. Oh ja, oh Gott, oder vielleicht nicht mal im Podcast. Schlimm. Und dort haben sie alle selber geschnitzt. Das war auch relativ teuer trotzdem, weil die Kuhhörner, echte, schöne und halt auch die Zähne und das Fell, das war alles sacketeuer. Aber jede Maske ist durch das individuell und selber gestaltbar gewesen. Also mein Papi, der hat ein Ziegenbärtchen an der Maske. Und durch das haben wir immer gewusst, wer er ist. Und das war halt lustig. Ich denke, bei euch hat es ja auch, die Masken sind ja auch alle anders gewesen, wahrscheinlich. Das habe ich immer dann geil gefunden halt. Aber bei uns sind sie selber geschnitzt gewesen. Okay. Ja. Bei uns haben wir, also ich weiss nicht genau wie viel, aber so 30 einfach, die man mal machen lassen hat. Und von diesen 30 kann man dann einfach eine auslesen. Ja. So.
Ja. Und dort bin ich, glaube ich, 2 Jahre bin ich dabei gewesen, dann bin ich eben auf Hamburg dort arbeiten. Da habe ich auch kurz mal davon erzählt. Mhm. Und dann sind mir die Leute einfach auf den Sack gegangen. Weil, wenn ich in Hamburg bin, kann ich nicht da am Wochenende hudnen. Also Ja, an den Umzügen teilnehmen, blöd tun und weiss nicht was. Geht in dem Moment einfach nicht. Und dann haben die irgendwie hindurch blöd angefangen zu reden und so. Okay. Und das findet ja alles in der Freizeit statt. Es ist halt schwierig. Ja. Also ich bin schon auch der Meinung, entweder bist du dabei oder bist nicht dabei. Das ist schon so. Das habe ich bei der Pfadi auch müssen. Ich bin dann auch austreten, weil ich hätte schon noch dabei sein können, aber oft auch nicht. Und dann, sorry, bist lieber nicht dabei. Ja, aber schlechtes Gerede, das hast halt immer ein bisschen so Dynamiken. Ja. Ich glaube, böse meinen tut das ja dann niemand. Unbedingt. Ich weiss ja jetzt nicht, was. Ich weiss es auch nicht genau, was hindurch geredet worden ist. Aber ich bin ja ein halbes Jahr in Hamburg gewesen. Das habe ich dort an der GV alles tiptop kommuniziert. Und dann, wo es dann so weit war, ist dann das plötzlich ein Problem geworden. Ja. Und danach habe ich dann dort einfach einen Schlussstrich gezogen und gesagt, hey, wenn das ein Problem ist, dann nachher machen wir, dass es kein Problem mehr ist. Ja, und dann könnt ihr schauen, wie ihr da wieder Leute findet. Ja, fix. Weil eben, wie es halt genau bei so Vereinen halt das Problem ist, junge Leute finden, ist halt schwierig. Und jetzt gerade bei diesem Verein, junge Leute sind ein bisschen gesucht gewesen. Mhm. Ja. Ja, junge Leute ist immer schwierig. Das ist schon so. Junge Leute finden gerade für... Also, was mich überrascht hat, als ich an der Fasnacht war, die Jugend war auch präsent. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Fasnacht irgendetwas Aussterbendes wäre, sondern das ist halt eben wirklich, gerade für die Jugendlichen, auch ein Fest, wo sie auch saufen können. Weil, sind wir ehrlich, der Ausschank von Alkohol an Minderjährigen an der Fasnacht ist Normalität. Also, sind wir ehrlich, wirklich, ich habe es 2 oder 3 Mal an dem einen Umzug erlebt. Es ist ja auch ein anderes Umfeld. Und ich habe jetzt noch nie gross. Also es gibt immer Scheiße, die passiert, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die 16-Jährigen dort mega abgefüllt werden oder etwas. Gibt es sicher auch, so wie ich damals mit älteren Kollegen. Aber grundsätzlich ist es ja nichts Schlimmes. So von dem mega, also es wird ja kein 14-jähriger Alkohol geben. Das habe ich jetzt nicht das Gefühl. Aber so ein bisschen das 16-Jährige oder halt die erste, also so zweite, dritte Sek, vielleicht auch 15, weißt du? Gerade so die halt anfangen zu saufen, die trinken dort auch gerne mal ein Schnäpsli. Und es gehört ein bisschen zum Ton. Es sagt auch keiner etwas, weißt du? Und von dem her bleibt es, glaube ich, attraktiv für die Jugend. Ja, sie können ein bisschen machen, was sie wollen an der Fasnacht. Ich meine, bei uns sind auch Jugendliche, so 14-, 15-Jährige, die sind oben auf dem Hausdächli vom Bahnhof gestanden, weißt, von dem Unterkunft, sind dort gestanden und haben von dort oben also sie haben nicht die Flaschen gerührt, aber sie haben dort oben getrunken. Du hast gesehen, sie waren am Trinken und haben rumgerufen und ein bisschen pöbelt, aber es hat niemand etwas denen gesagt, es hat auch niemand gestört, weil es ist ja Fasnacht. Ist Fasnacht. Genau, und ich meine, wann kannst du das schon machen in der Schweiz, dass ohne dass es jemand stört, kannst du auf ein Bushäuschen aufstehen, mit 15 oder so, mit einer Alkoholflasche, irgendwie Wodka in der Hand und einfach, weißt du, wie ich meine? Eben, Fasnacht. Ja. Schon so, ja. Jugend, und ich glaube... auch das ganze Verkleiden. Ja, das machen sie auch. Die haben sich alle... Also es hat viel mit coole Kostümen. Also von dem her denke ich, vielleicht wird sich das ein bisschen ändern im Sinne von der Vereinart. Weil früher war es ja mehr noch ein bisschen kleiner, klein karierter, oder? Das wird jetzt alles auch grösser, weil man auch einfach mehr... Also ich würde behaupten, es ist eine andere Generation, die jetzt das organisiert. Ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, an diesem Umzug hat es mega viele Wege gehabt mit richtig krass lauter und heftiger Musik und auch viel mit Techno zum Beispiel. Mega viel mit dem neuen Techno, Schlager-Techno-mäßigen. Und es hat sich alles ein bisschen verändert. Es ist nicht mehr so das Fasnacht, das ich mit meinem Papi erlebt habe vor 10, 12 Jahren, sondern es ist eher ein bisschen spezieller geworden, mehr Konfettikanonen, mehr so, ja, es verändert sich halt. Der Fokus
ist natürlich immer noch auf dem Verkleiden und Saufen, aber die Kostüme werden andere. Die Technik. Genau, ja. Technik hat auch die Fasnacht erreicht. Da hat es auch einen Wagen gegeben. Tele Zürich kennen wir wahrscheinlich kennen wir alle. Und da hat es Tele Einsiedler. Ja. Und die haben selber einen alten, ausrangierten Bus gekauft und weiss lackiert und alles zweckgemacht und innen im Bus drin quasi alle Stühle so rausgenommen und eine Bar rein da. Und ausserhalb sind sie mit einem Kamerateam so unterwegs gewesen. Und sie haben über die Lautsprecher quasi links und rechts Zuschauer interviewt. Und dann sind sie ein bisschen weitergefahren, haben sie wieder so einen Roll-up aufgelassen, weißt du, dass hinten dran so einen Hintergrund haben. Greenscreen-mäßiger, aber halt nicht ein Greenscreen, sondern eben irgendwelche so Werbung-mäßig, genau. So Fußball. Genau. Im Fußball kennen wir das. Ja, genau. Ja. Und dann unten dran Teppich ausgerollt und dann ist vorne dran voll Kameramann angestanden, einfach mit einem iPhone. So, aber mit einem Holzding so rundum gebaut, dass wie eine Kamera aussieht. Und dann Mikrofon und alle können zuhören. Das ist geil. Geil. Aber das wäre jetzt eben auch eine Idee, zum Beispiel. Das ist das, was ich meine mit der Veränderung. Also, die Fasnachtsgruppen werden ein bisschen andere. Also es gibt neue dazu. Und die sind dann halt eben, machen so etwas Tele einsiedeln. Wie geil ist das? Wir könnten das auf ein Level bringen. Stell dir vor, wir würden das machen mit Eigengrau und dann hätten wir so wirklich aussen dran einen Bildschirm, weißt, am Wagen. Und dann könnten wir direkt von der Cam übertragen und mit Böxli so live ein Interview führen. Das wär schon geil. Das ist eine mega coole Idee, finde ich. Gibt viele coole Ideen. Und diese Möglichkeiten sind halt schon vor 20 Jahren hätte man wahrscheinlich so etwas machen können. Aber dass halt der Autonormalverbraucher, blöd gesagt, oder Fasnacht so etwas macht, muss die Technik einfach schon viel weiter sein. Und das haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen erreicht. Ja. Es geht einfach, es verändert sich. Und es ist noch lässig. Also, finde ich noch cool. Ich habe dieses Jahr die Wege, die ich gesehen habe, noch nicht cool gefunden. Auch Props an meine alten Schulkollegen vom FG Althaus. Die haben das Piratenschiff gemacht. Ah, geil. Und halt während dem Umzug haben sie immer Pirates of the Caribbean. Das finde ich so ein geiles Lied. Das ist ein richtig geiles Lied. Mann. Und sie sind oben dran. Also das Schiff, das ist irgendwie 15 Meter hoch oder so. Was? Also mit dem Mast? Dem Mast 15 und all. Meter. Bro, sorry. 15 Meter. Jetzt ohne Scheiß. Weißt du, wie viel ist 15 Meter? Ja, das 10 Meter. Hast du schon mal einen 10 Meter gesehen? Ja, du bist ja auch schon für 10 Meter gewesen. Weißt du, wie hoch ist 10 Meter? Ja, vielleicht ist es 10. Aber sie haben den Masten extra so müssen machen, dass wenn es irgendwie eine Tafel oder so ist, dass der runterklappen, dass unten durch mögen. Ja sicher, du kommst nicht mit 15 Meter Höhe, du kommst mit einem Fahrzeug. Es ist ultimativ krass. Also, und oben dran sind so gestanden mit einer Angel. Dort haben so richtige Fische ins Publikum runtergehoben. Oh Mann. Ja. Wow, jetzt, du hast mich aber auch gerade an eine Fasnachtsstory erinnert, gerade wo jetzt das Jahr passiert ist. Die Kreativität mit den Kostümen ist einfach geil. Also die ist wirklich einfach cool. Ein Kollege von mir, die sind schon jahrelang bei einer Fasnachtsgruppe dabei und die heissen Gewändli-Wechsler. Das heisst, die wechseln jedes Jahr ihr Kostüm und ihre Dinge oder ihre Art. Natürlich, den Wagen bauen sie nicht immer um. Sie haben auch so ein Piratenschiff und sind schon Piraten gewesen. Und dieses Jahr sind sie so Seekreaturen gewesen. Und zum Beispiel Jungfrauen, Meerjungfrauen. So Meerjungfrauen und so. Und der Kollege von mir, der hat ein Meerjungfrau-Kostüm gemacht mit riesengroßen Brüsten. Und vorne bei der Brust hat er so ein Ventil gehabt und er konnte aus beiden Brüsten Schnaps rauslassen. Und dann ist er so zu uns angekommen und dann so, wenn er Schnaps gibt, ja gut. Und dann hat er so die Brust, so den Seestern oder etwas weggenommen, so die Brust aufgetan, das Schnäpschen drunter gehabt, so das Knöpfchen gedrückt und dann ist einfach Schnaps rausgekommen. Und das war einfach verdammt kreativ gewesen. Und er hat sich verdammt gut geschminkt, also mega lässig mit Linsen und allem und so. Und für so etwas ist es natürlich geil. Also das habe ich verdammt funny gefunden. Und da passieren ein paar so Storys. Also
Fasnacht, da gibt es eigentlich noch ein paar wilde Sachen, die ich könnte erzählen könnte. Es heisst doch, Kinder, die im November geboren sind Fasnachtskind, oder? Ich weiss nicht, wieso November? November ist doch gar nicht Fasnachtsmonat. Nein, aber quasi... Also ich weiss nicht, ob es November ist oder Dezember. Ja, dann eher Februar, oder? Oder Februar. Ja, also aber Februar es ist ja die Fasnachtszeit, oder? Bin ich jetzt... Ich weiss nicht. Nein, aber es heisst quasi, wenn bei uns Fasnacht ist und dann 10 Monate nachher und das sind die Fasnachtskinder. Ja. Weil Fasnacht quasi man sauft und dann passieren Sachen und dann Aber 10 Monate... November auch nicht richtig. Ist November auch nicht richtig. Ja. Ja, 10 Monate. Kommt auch nicht ganz Nein, an. 10 Monate, dann müsste es... Wär's April Dezember. müsste es dann sein. April und dann Nein, geht es 10 Monate jetzt und haben dann wir ist Februar. Februar. Ja, eben, aber damit das Kind in der Fasnacht... Also ich... Hä? Ja, auf die egal. Welt kommt. Es gibt irgendwie Ja, einen Monat. Ja. Ah, warte, jetzt bin ich auch verrutscht. Egal. Ja. Ja, gibt's safe. Es gibt auch noch eine lustige Story, wo mir meine Tante jetzt auch noch mit Fasnacht erzählt hat. Und zwar bei uns in Wollerau gibt es ja Migros. Und da ganz in der Nähe gibt es noch einen kleinen Kindergarten. Also hurenherzig. Ja. So kleine Knöpfe. drei Käsehochs. Wo ja, und die Kindergartenlehrerin, die kennt eben meine Tante. Und die macht es wirklich hure gut. Und sie hat jetzt auch dieses Jahr hat sie mit dem Kind während dem Unterricht hat sie etwas bastelt und jedes Kind ist dann so, hat sich anlegen. Und dann sind sie auch an einem Tag sind sie zusammen rausgegangen und dann im Dorf ein bisschen Seich machen. Dann sind sie in alle Läden so rein, ein bisschen lärmen und ein bisschen Konfetti dingseln. Einfach Kinderfasnacht, genau. Und eben die Kindergärtnerin ist mit der Klasse überall so ein bisschen durchgezogen. Und dann meine Tante ist per Zufall in dem Moment gerade am Posten gsi, der Migros. Und dann sie hat halt hure Freude gehabt, so die kleinen Kinder zuzuschauen. Und die Kleinen, die haben so Freude gehabt, weißt Ja, so sicher. der Pirat mit dem Schwert, du bist jetzt tot. Und Oh mein Gott. Die haben so Freude gehabt. ja, Du bist jetzt tot. die sind voll im Film drin. Und danach meine Tante so am Klatschen und einfach, ja, es war einfach cool gewesen. Und dann hat sie in der Migros so eine 80-jährige deutsche Frau gehabt. Nichts gegen die 80-jährige deutsche Frau. Aber die hat dann, in dem Moment, wo die Kinder Konfetti am Umrühren waren und so, hat die gesagt, nicht mal mehr beim Einkaufen hat man mehr seine Ruhe. Ja, Ja. Fotze. sorry, das ist... ja, nein, ist mir nichts Besseres eingefallen. Ja, also sorry, kleine Kinder. Entschuldigung. Ja, und wie lang war der Spass? Weißt, ich verstehe, dass einem kleine Kind aufregen können. Bin ich absolut bei dieser Frau. Aber den kleinen Kind das dann sagen, ist schon jetzt nicht so ein ausgeglichener Moment von ihr. Also, finde ich weird. Nein. Ja, und der Zauber, wie lange ist das gegangen, bis die durch die Migros durchgelaufen sind? Ja. Das sind vielleicht 30 Sekunden oder Minuten gewesen, Ja. wo die ein bisschen schnell Humbug getrieben haben. Und dann ist der Spass ja schon wieder vorbei. Ja, und viel machen die ja nicht. Nein. Ich meine, selbst wenn die dich hauen wollen, die treffen höchstens die Hüfte. Also weißt du, Ja. viel wie das... ja, Und nein. ich finde es hure schade. Halt, erstens, die Kindergärtnerin hat sich so viel Mühe gegeben. Ja. Und dass man auch das in der heutigen Zeit so mit den Kindern noch macht, finde ich nicht mehr selbstverständlich. Weiß nicht, ja. Ja. Und die Kinder, man soll doch diesen Kindern ein bisschen den Zauber lassen. Ja, also, weißt, ich denke, das wird eine Frau sein. Also, es könnte sein, aber jemand das Leben lang nicht verheiratet war, zum Beispiel. Und nie ein Kind hatte. Und nie gern Kind hatte. Und dann... Ja, dann... Ich kenne auch Leute, die hätten sich auch aufgeregt.
Aber nicht unbedingt, weil sie blöd oder böse Menschen sind, sondern weil Kinder einfach nicht ihr Ding sind. Also ich will die Frau jetzt nicht verteidigen, das ist eigentlich völlig wack, was sie macht. Aber Kinder, also ich habe es halt gemerkt mit meinem kleinen Bruder. Kinder sind einfach, die kennen die Grenzen nicht. Und du weißt ja, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat er auch als Kind einfach Konfetti gerührt und der halbe an oder irgendwie in den Einkaufskorb und sie hat sich aufgeregt. Und dann ist es halt wirklich, das Kind kennt das halt nicht und wenn du selber nie gerne hast, Kind kein hast oder so, dann rutscht dir wahrscheinlich schnell mal so etwas raus. Aber lustig, also richtig ist es sicher nicht, weil wenn du denkst, wenn du als kleines Kind dort bist und so eine alte Frau sagt so etwas, dann kann dich das voll, kannst voll verschrecken, weil ja, du bist ein Kind, also ja. Und auf die andere Seite, Kinder sind auch im anderen Moment wieder weg von dieser Situation. Also in dem Moment denken sie, was habe ich falsch gemacht? Vielleicht gibt es auch ein Tränchen, wenn gerade jemand angeschnauzt wird. Aber nach 5 Minuten ist es wieder vorbei. Bei so etwas wie Fasnacht, weißt du. Also, ja, Kinder sind zarte Pflänzchen, aber ja, weiss nicht. Ich glaube auch alle Eltern würden zustimmen, Kinder musst du manchmal auch ein bisschen spüren lassen. Nicht nur sagen in Wort, sondern auch spüren lassen, dass sie etwas falsch machen. Weil das Kind reagiert ja nicht immer nur auf Wort, oder? Und darum, ich glaube, also das Schlagwort ist, glaube ich, einfach Grenzen aufzeigen. Grenzen aufzeigen, genau. Und Ja. die alte Frau hat mit diesen Wort wahrscheinlich diesen Kindern Grenzen aufzeigen. Und dass das nicht unbedingt die richtige Situation ist, ist halt, glaube ich, der Punkt. So, wieso das komisch wird dann. Wir haben vorne ja Fasnacht, Pfäffiken, wo es auf dem Bushäuschen am Alkohol saufen ja, genau. kann. Und jetzt da kleine Kinder durch die Migros am Freude haben, Ja. sind auch... Das Thema ist ja, an diesem Tag ist ein bisschen alles erlaubt. Ja, was halt der Unterschied ist, wieso die Kinder angemotzt werden und die anderen nicht. Am Umzug sind alle dort wegen der Fasnacht. Und in der Migros ist sie nicht dort wegen der Fasnacht. Also die Situation ist eine andere, oder? Wie auf dem Bushäuschen. Weil an der Fasnacht würde dem Kind niemand etwas sagen. Dann können die ja machen, was sie wollen, oder? Und das Lustige ist, Kinder haben ja Schiss. Also grundsätzlich braucht es ja ein gewisses Alter, um zu checken, dass das richtige Masken sind und dass die Leute dir effektiv nichts machen. Also, sie machen dir nichts. Es passiert auch, also, habe ich schon gehört in den Medien, dass so etwas passiert, aber erlebt noch nie. Weißt du, dass irgendein Verkleideter zu weit gegangen ist. Darum, ja. Höchstens Konfettibad. Ja, also so Sachen gibt es natürlich. Wir dürfen auch, oder wir Zwicktrötler oder allgemein, wir dürfen kein Sackmehl mehr verwenden. Wir haben immer Sackmehl genommen und Sackmehl und nachher sind es ein Hobelspäne geworden und das ist glaube ich mittlerweile eben auch nicht mehr, weil halt Sackmehl vor allem. Ich weiss nicht, Sackmehl ist so fein, hey, wenn das dir jemand hinten runterstopft. Das bringst du nicht mehr los. Ja, vor allem, du musst alles waschen, der ganze Abend ist eigentlich im Arsch. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt nicht mehr erlaubt ist. Also wo es dann irgendwann auf Hobelspäne gewechselt haben zuerst. Aha. Weil Hobelspäne sind ja dann viel grösser, immer noch scheiße, aber viel grösser. So. Und ich glaube, mittlerweile sind es auf Konfetti. Oder etwas anderes mit Holz, das noch weniger mühsam ist. Und Zwicktrötler haben früher auch immer beim Metzger, ich habe das mal keine gesehen, die das hatten, aber immer Knochen gekauft. Also Rippen und so, wo einfach roh, Fleisch dran, alles, blutig, haben sie die gekauft und hast mit diesen Knochen, die hast du dann den Leuten ins Gesicht gegeben. Also natürlich nicht, nicht berührt, aber du bist von den Leuten hinten angelaufen und hast zuerst mal den Knochen vor das Gesicht gehabt, weißt? Und das war halt wirklich grusig. Ich habe es geliebt, aber es hat Spass gemacht, weißt? Weil eben so grusig ist es nicht. Das ist ja gewaschen, du tust dich waschen. Also ja, ich würde jetzt einfach nicht das essen und so, aber ja, also dort gibt es schon Grenzen, wo auch jetzt weiter durch unsere immer liebere Gesellschaft oder sozialere Gesellschaft geht dort immer ein bisschen mehr das Ding runter, glaube ich. So, wenn wir über Grenzen an der Fasnacht reden. Ja. Oder? Dort durch die Wollerauer Hexen, wir haben Zugus und Orangen haben wir verteilt.
Und sonst, wir haben, Ja. also mit den Bässen sind wir so quasi Leute abwischen. Wir haben also Bässen haben wir gehabt, aber Gut, auch mehr. das ist ja... Wir sind ja. nicht die Bösen, wir sind Das nicht die stimmt. Bösen gewesen. Gut, die Hexen sind eigentlich auch nicht die Bösen klassisch. Die Hexen sind ja Medien, die Sugus oder etwas verteilen. Ja, Und wir sind halt Zwicktrötler, sind halt wirklich die Bösen gewesen. Wir haben auch hinten auf dem Wagen haben wir eine grosse Sagmehlbadwanne. Also eben mittlerweile kein Sagmehl mehr, aber du hast dann amigs junge Frauen am besten, weil die sind einfach... Das bei ist, denen ist es am lustigsten. bei denen ist es am lustigsten auf die eine Art, aber auch junge Typen. Also das ist genauso Ja, witzig. ja. Du brauchst dort halt meistens gerade 2, 3, wenn die sich wehren, oder? Und ich bin jetzt eh nicht der Größte oder eine Maschine oder etwas. Ich habe jetzt niemanden allein geholt. Aber du hast halt die können dann packen, auflupfen, einfach mitnehmen und auf den Wagen rauf und in die Badwanne rein. Und ja, gerade wo das noch Sagmehl war, das ist wack. Das ist wirklich nicht so geil. Aber Spass hat es natürlich gemacht. Unglaublich. Es war für mich immer extrem herzig gewesen. Aber ich war ja der Grusigste mit meiner Ja. Maske. Aber wenn so die kleinen Kinder gewusst haben, jetzt kommen die Wollraucherhexen und bei uns, man muss amigs rufen. Ja, genau. Oh Hex, oh Hex, oh Hex, oh Hex. Und dann gumpen so die Ja. kleinen Kinder. Und du tust so mit den Ohren so zuhören. Und, So ein bisschen ja, spielen. Leute. So, ja. Und dann fährst du auch so langsam an, ein bisschen gümpeln. Und, Voll geil. und danach eben, wenn dann die ganze Gruppe am Gumpen ist, danach verteilst du dann so Sugus und so. Und das habe ich amigs immer unglaublich herzig Aber das ist gefunden. auch ein mega geiles Konzept. Ja, Also, ja. es ist ja wie, es hat die zwei Konzepte. Von der einen Gruppe hat man Angst, von der anderen hat man Freude daran und will, dass sie zu einem kommen. Und wir sind halt die andere Kategorie gewesen. Ja. Und bei uns hat ja nie jemand gerufen. Weil, was willst du, wir haben dir, also ich habe immer Sugus dabei gehabt. Ich habe immer Sugus verteilt an Kinder. Und das Coole ist halt, weil wir eben die Bösen waren, zu den Erwachsenen bist du böse gewesen, aber zu den Kindern hast du das auch gemacht. Dann bist du dann so am Boden gelegen, weißt, hast den Kopf schräg gemacht, weil mit der Maske sieht es hure witzig aus, wenn jemand so den Kopf dreht, oder? Und dann hast du mit den Kindern gespielt, bist irgendwie rumgerugelt oder so. Aber hast halt kein... uns hat niemand zugerufen, hey, komm zu mir. Wir sind eher so, komm nicht zu mir. Und du bist hinter die Leute gegangen, weißt du, ja. Ja, aber ist ein geiles Konzept eigentlich. Es gibt eine Frage, die mich noch wundernimmt. Ja. Und zwar unter der Maske, unter den Larven. Habt ihr auch also die Frage ist eigentlich, habt ihr den gleichen Geheimtipp gehabt wie wir bei den Wollraucherhexen? Also meinst du jetzt, was wir Habt unter ihr- der Maske angehabt haben? Habt ihr etwas angetan, so auf Ja, sicher. Stirnhöhe? Ja, ja. Sicher. Wir haben Ist es auch überall- ein Frauenbinden gewesen? Nein, bei uns ist es... nein. Bei uns, wir haben so Schaumstoffverkleidung gemacht, innen in der Maske. Aber so, dass du nicht komplett auskleidest, sondern du hast wie dicke Stückchen gehabt, wo die Maske in place gehabt haben. Und das Coole bei der Maske war, die hat so Gummis gehabt, dass du sie aufklappen kannst, oder? Ja. Du hast sie oben tragen und dann hast du Luft bekommen. Und es war schon heiß unter diesen Masken. Du hast recht geschwitzt. Aber ich hätte jetzt nie das Problem gehabt, dass mir der Schweiß in die Augen wäre oder so, sondern das heißt schön von den Schaumstoffs abgefangen worden. Okay. Ja. Weil unsere Masken haben das eben nicht gehabt. Kein Das Schaumstoff. tut doch auch weh. Das hat hure weh da. Au. Und darum unser Geheimtipp war Frauenbinden. Innerhalb von der Maske ankleben. Ja, aber ist ja geil. Wo Ja, dann, die sind zugintensiv. ja, die saugen richtig. Und eben Schweiß plus ein Federn. Weil sonst Ja. das Holz, das Ja, das tut tut hure weh. weh. Ja. Also jetzt auch so mit dem Schaumstoff bei uns, das hat weh, also das hat auch können weh machen, wenn du einen langen Umzug gehabt hast, irgendwie 2 Stunden oder 1,5, wo du die Maske angehabt hast, dann hat es dir schon ein bisschen das Gesicht verdrückt. So, ja, ich bin halt auch als Kind und gewachsen. Also weißt, meine Maske ist irgendwann immer kleiner geworden und nicht mehr gegangen. Und dann musste ich mich entscheiden, neue Maske oder aufhören. Und dann hatte ich halt auch keine Zeit gehabt. Aber Maske ist eigentlich ein cooles Ding gewesen. Ich weiss nicht, euch hat man auch wahrscheinlich können so über die Schulter legen.
Unsere hast du mit dem Fell so über die Schulter schlagen und dann ist sie so wie das Gesicht auf der Schulter hat's gehabt. Ja, also wir haben kein Fähli quasi gehabt, wo hinten der Rücken abgeht, sondern wir haben Stroh. Ihr habt so Strohhaar also, irgendwie. So Bast heisst das, glaube ich. Ja, das Bastelstroh, wo immer in so ja, genau. Röllchen zusammen also ganz lang, das geht bis an den Arsch runter. Ja, voll. Und wir haben in dem Sinne das Gleiche können machen. Also auch die Maske vor so auf die Schulter und dann die Haare so über die Schulter. Das ist auch chillig. Ja. Ja, rein vom sonstigen Aspekt, von der Wärme und so, ist ja die Fasnachtsverkleidung, zumindest unsere, ich meine, ihr habt ja glaube ich irgendwie Röcke oder etwas. Bei uns mit den Fählen, die ich ja vorher erzählt habe, du hast unglaublich warm gehabt. Also während dem Umzug, auch bei minus 5 Grad, hast du warm gehabt. Zwar wirklich warm. Und das Coole war dann, du hast halt Hosenträger gehabt. Also die Hosen waren auch Hosenträger. Und dann haben wir immer, wenn der Umzug fertig war, hast du alle Fälle abziehen, nur oben den Pulli drüber, über die Hosenträger, und du hast warm gehabt. Weil die Hosen aus Geissenfell, die haben dir so warm gegeben. Und wenn du halt draussen im Winter immer warme Füße und warme Beine hast und nicht irgendwie draussen nur bist und alles, das war voll easy. Und dann hast du ist eigentlich jetzt, wenn ich an die Fasnacht gehe, mit Jacke und das, ist viel weniger geil. So von der Freiheit, wie ja, du rumsäckelst und... Jetzt stehst du einfach vorne, Das bist du noch mitgelaufen und hast mit den Leuten interagiert und so. Ja, das ist schon... Jetzt stehst du halt draussen und tanzt ein bisschen ab. Also wir haben einfach, wenn die Musik geil war, vor dem Wagen immer getanzt. Das ist schon cool. Ja, aber vielleicht mal wieder an einem Umzug mitlaufen wäre vielleicht etwas. Für mich jetzt. Ich weiss nicht, weil diese Seite fände ich wahrscheinlich fast noch geiler. Ich könnte es mir bei mir eher vorstellen, wenn Familie herum ist, quasi mit dem Kind. So etwas, das Ganze wieder mitmachen. Wieder einsteigen. Voll. Ich habe schon gemerkt, auch dort, wo ich dabei war, hat es auch ein paar gehabt, die mit den ganz kleinen Kindern dort halt mit dabei sind. Und für ganz kleine Kinder ist das etwas verdammt Geiles, glaube ich. Brutal. Also, eben, diese Seite von der Fasnacht habe ich immer mega geil gefunden als Kind. Weil es ist halt auch, du bist in einer unglaublichen Machtposition, aber halt schön im positiven Sinn. Du machst allen Leuten Freude, plus du bist weg von deiner Identität. Und das ist eigentlich etwas, was man sonst nicht kennenlernt als Mensch. Und in so einer Gruppe, du bist halt stark, du hast eine Maske an und du bist lieb zu den Leuten. Du tust aber auch tanzen, wie es vielleicht sonst nicht würdest. Du tust acten, du fühlst dich eben auch freier. Darum kann man das machen und das ist ein gutes Gefühl. Also zwischen den Menschenreihen durchlaufen und die bespassen und alle jubeln, haben Freude und alles. Das ist ein geiles Gefühl. Extrem, ja. Das ist ein geiles Gefühl. Das ist so wie was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. So mit dem Gedanken, wenn du ein anderes Gesicht und egal was du machst, es merkt ja eh niemand, wer du bist, was du bist. Ja. Jetzt bin ich auch kurz abgelenkt worden. Aber ich muss geschwind in meine Notizen schauen, weil mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, auch zu der Fasnacht. Und zwar, ich habe auch mal etwas erlebt an der Fasnacht. Nochmal so eine kurze Fasnachtsstory. Heute ist Fasnacht. Heute ist Fasnacht, ja. Heute ist Fasnacht. Ja, aber es ist ein spannendes Thema eigentlich. Und zwar, da bin ich noch jünger gewesen. Und wir hatten hier in Wollerau Fasnacht. Und es war nicht Fasnachtsumzug, sondern ein Ball. So. Und wir sind verkleidet dort gegangen, auch in der Gruppe, also mit der Pfadi damals. Das war Meuterball. Entweder Meuterball oder Zapfiball, eins von beidem. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, auf jeden Fall war es ein mega geiler Abend. Ich habe dementsprechend viel getrunken irgendwann. Und das Problem war, ich hatte alte Schuhe. Und meine Schuhe haben schon sonst langsam so ein bisschen die Sohle verloren. Und dann war es so, dass ein Schuh ist mir dann irgendwie vor dem Heimweg ist mir die Sohle abgefallen von einem Schuh. Und es hat halt geschifft. Und das ganze Event war in einer Tiefgarage. Also das ist überdacht. Und wir sind dann rausgekommen und ein Kollege war noch dabei mit mir und wir mussten dann zu dem Heim laufen müssen. Und
meine Sohle ist abgefallen. Sind es Converse-Schuhe gewesen? Vans. Vans, okay. Vans. Und es sind die Sohlen abgefallen, also eine Sohle abgefallen. Und in meinem Zustand habe ich gefunden, ist ja scheiße, mit einem Schuh und einem Söcken zu laufen. Also laufe ich doch besser mit 2 Söcken. Und dann habe ich meine Schuhe in die Hand genommen und bin wirklich, also ich müsste jetzt schauen, aber es sind ein paar Kilometer, etwa eine halbe Stunde heimgelaufen. Scheiße. Blöd gesagt, nicht mal barfuß, sondern im Regen mit den Söcken. Wow. Das vergiss ich nie mehr. Das ist eine kleine Fasnachtsstory. Ich weiß nicht, ob dir auch mal so etwas Ähnliches passiert ist, aber ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe irgendwie einfach gefunden, jetzt wäre es eine gute Idee, Söcke zu laufen. Nein, bei mir gibt es im Fall. Also fasnachtstechnisch gibt es jetzt keine riesengroße Geschichte, die richtig, oder wie sagt man? Nennenswert. Ja. Ja, ich habe halt schon ein paar Storys erlebt. So mit so Ballkränzli und so Zeug und Sachen. Kränzli noch eher, ja. Bei mir Fasnacht ist irgendwie nie viel Grossartiges passiert. Ich war halt viel an der Fasnacht. Eben durch das, dass ich ja mitgemacht habe. Und dann erlebst du auch mehr oder vieles natürlich. Aber dort, wo ich mit der Söcke heimgelaufen bin, habe ich nicht in dem Sinn mitgemacht. Also doch mitgemacht, aber mit der Pfadi. Also dort, der Zapfiball ist einfach so, dass du... Oder Zapfiball, ich bin mir nicht sicher, welches es war. Auf jeden Fall gehst du dort immer als Thema verkleidet. Und das ist meistens keine Fasnachtsgruppe, sondern... irgendeine Gruppe sonst, irgendein Verein sonst, der dort mitmacht. Also kannst du sicher auch als Fasnachtsgruppe, aber... War es im Berg unten? Nein, eben, es war da Vollerau. Aha, ja, stimmt. Ja. Okay. Voll. Im Berg gibt es eben noch Maskenball. Gibt es auch, ja. Dort bin ich auch schon. Ja. Dort habe ich ganz... Nein, dort habe ich ganz witziges Outfit angehabt. Dort bin ich im Anzug gegangen. Ja, da bin ich im Anzug gegangen. Special aber an diesem Anzug war, dass der ganze Anzug übersät war mit Graspflanzen. Also es war ein ganz grüner, knalliger Grasanzug mit Krawatte und allem. Und der Kollege von mir hat genau den gleichen gehabt. Und dann haben wir so die Krawatte abgezogen und als Bandana gebunden und haben so Säckchen mit Pfeffermünz verschenkt. Also mit Kräutchen drin. Eine geile Idee. Ja, das ist schon. Es ist schon etwas Lässiges, eben, aber im Großen und Ganzen einfach ein Besäufnis. Grund zum Saufen. Grund zum Saufen. Aber eben, es ist immer mal wieder witzig. Vielleicht wäre ich jetzt auch nicht mehr der Typ, der jedes Wochenende oder dann in der Fasnachtszeit, vielleicht sogar noch unter der Woche... Schmudo und alles drum und dran. Also ich weiss nicht, da fällt mir dann auf, dass ich mich vielleicht doch nicht so im Griff habe, wenn ich das manchmal meine. Weil wenn ich an der Fester wäre die ganze Zeit, ich würde ja trinken. Ich glaube, ich würde aus diesen 2-3 Wochen als Alkoholiker hervorgehen. Also, weißt du, was ich meine? So, klar, ist ja dann auch eine nicht Alltagssituation. Das würde ja dann sicher auch nicht ganz so krass, aber das ist, ja... Das wäre belastend für meine Leber oder Nieren oder eins von denen. Ja, definitiv. Einfach so über längere Zeit durchheben und einfach grundlos saufen. Das habe ich einmal vor allem in Ayia erlebt. Haben wir auch kurz mal angesprochen im Podcast. Aber Ayia Napa, Abschlussreise, kann ich sagen, KV, Abschlussreise, Inseln per se. Und dort ist halt auch der einzige Grund, warum wir dort angegangen sind, war Saufen. Und wir sind dort 7 Tage pausenlos am Innenleeren. Und ich habe auch so gut wie möglich halt probiert mitzumachen. Ja. Aber irgendwann ist es einfach nicht mehr gegangen. Ja. Also mein Körper hat irgendwie wirklich so eine Barriere oder eine Blockade. Dein Körper ist ein geiler Sieg. Mein Körper hat das nicht. Ja. Mein Körper würde weiter trinken, auch wenn er stirbt wahrscheinlich. Also ich habe keine Blockade, nein. Es würde mich fertig machen, aber ich habe keine Blockade. Bei mir, irgendwann ist mir hundselend gegangen. Und
wir sind in den Ausgang gegangen und ich habe das Gocki bestellt, weil es mir Okay. einfach zu blöd geworden ist. Krass, ja. Nein, das ist mir nie passiert. Ja, aber eben darum ist es für mich vielleicht auch nicht so gut, eben Fasnachtsgruppe dabei zu sein. Darum, du würdest dann einfach das Gocki trinken Ja. und ich würde wahrscheinlich trotzdem immer Bier trinken. Und das Problem ist ja, sobald du den Alkohol wieder getrunken hast, kannst du ja wieder saufen. Also Das das Konterbier. Konterbier, genau, der Klassiker, Klassische das ist, Konterbier, ja. das ist ja trotzdem, ja, das ist ja so. Und ich sage mal, ja, mehr oder weniger, wenn man so ein Partyleben auslebt, so ein Fasnachtsleben, dann hat man das, hat das jedes Mal erlebt, so ein bisschen eine intensive Woche oder so. Ist auch weiter nicht schlimm, so die Erfahrung machst halt. Aber ja, ich glaube eben, wenn ich jetzt denke, Leute, die das seit 30 Jahren machen, an der Fasnacht sich jedes Jahr an der Fasnacht einfach voll abzuschiessen, immer und immer wieder. Keine Ahnung. Ja. Ist nicht meins. Ja, es ist halt. Ich bin sonst schon in meinem Leben eigentlich an dem Punkt, dass ich versuche, die Abend, wo wir einfach voll Party machen, wo ich dann auch will, etwas trinken oder auch genug will trinken. Und ich kenne ja meine Grenzen einigermaßen. Und das ist aber nicht in dieser Häufigkeit möglich. Sonst kannst du einfach kein normales Leben leben irgendwie. Du bist einfach zu oft zu kaputt vom Alkohol dann. Das schießt mich vor allem an. Ja. Dann, der Tag danach. Wenn Ja. du einfach am nächsten Tag mit einem dummen Grind aufstehst und du weißt, irgendwie Freitag auf den Samstag oder Samstag auf den Sonntag, dass der Sonntag einfach am Arsch ist. Ja. Dass für ein paar Stunden einen ganzen Tag danach nicht drauf geht. Ja. Ich will nichts Das promoten, schiesst aber mich. genau aus dem Grund rauche ich lieber eins. Mhm. Weil wenn ich eins rauche und dann langt mir das paar Bierli. Also so dumm es tönt, auch sonst langt ein paar Bierli. Aber an ein Fest gehen immer und nur ein paar Bierli trinken und alle anderen tun ja trotzdem exzessiv saufen. Also deine Gespräche werden nicht viel normaler, außer jemand, der auch nur Bierli trinkt. Aber es ist nicht das Fest. Wenn du nicht voll Party machen willst, dann musst du nicht gehen. Und darum so etwas mitmachen. Wäre mal wieder lässig, so einen Umzug mitzulaufen oder so. Das wäre sicher eine coole Erfahrung. Aber du musst ja dann eben gerade richtig dabei sein. Und darum, ich glaube, Fasnacht wird in diesem Leben höchstens mit dem Kind vielleicht wieder ein Thema, wie du Genau, gesagt ja. hast. Das Mit dem Kind. finde ich eigentlich auch ein interessantes Ding. So. Ja. Aber Fasnacht, coole Stories. Schöne Nicht. Tradition unbedingt Schön, ja. beibehalten. Aber auch für euch, wenn ihr zuhört und ihr jetzt das Gefühl habt, ihr seid richtige Fasnächtler, meldet euch bei irgendwo in der Region. Es gibt überall so Man kann eigentlich auch Fasnachtsgesellschaften. überall mitmachen. Also Und die die sind sind froh. froh, wenn Leute kommen, ja. Ja. Würde ich jetzt auch behaupten. Und eben natürlich auch, rein vom sozialen Aspekt ist es etwas mega Cooles. Ich meine, es ist eine Gruppe, eine Gemeinschaft und das ist geil. Das ist cool. Man stellt miteinander etwas auf die Beine, auch wenn es am Schluss Endziel hat, einfach einen lässigen Abend zu haben, ist es ja auch gut. Voll. So. Und bei uns ist es nun mal immer mit Alkohol in Verbindung. Egal welches Event oder was es ist. Das ist einfach so bei uns. Und ja, auf die einen Seite ist es natürlich eine Krankheit, gerade wenn man eben sieht, was ja Alkohol auch auslöst. Auf die andere Seite ist es halt auch ein normales menschliches Ding, dass du dich ablenken von deinem Leben. Und gerade etwas wie Alkohol, es lässt dich halt einfach frei von deinen Problemen sein. Und darum ist es auch so, darum machen sie so viel, oder? Darum hat sich das so in die Gesellschaft eingedingselt. Weil jeder irgendwo das Bedürfnis hat, vielleicht nicht nach Alkohol. Es gibt ja auch Leute, die nicht trinken. Aber so rein das Bedürfnis von der Realität zu flüchten, ist mega menschlich oder ich würde sogar sagen natürlich. Es gibt ja durchaus auch gerade intelligente Tiere oder intelligentere Tiere, konsumieren auch Sachen. Also Affen habe ich das schon gehört, Delfin kennt man das mit dem Kugelfisch, Ja, genau. wo der ja sogar teilt. Ja. Also eigentlich hure geil. Aber das zeigt uns auch ein bisschen, dass der Grundgedanke nach dem, das Bedürfnis ist ist normal. Es ist aber trotzdem mit Gefahren verbunden.
weil wir halt eben einen Luxus haben und uns theoretisch erlauben können, weiterhin ein Leben zu führen und trotzdem parallel Alkoholiker zu sein. Zum Beispiel. Das kann man auch mit anderen Sachen machen. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute im normalen Arbeitsalltag besoffen sind. Und da gibt es... Die Dunkelziffer ist unglaublich hoch. Ja. Und wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern kann, ich habe ja auch auf Baustellen gearbeitet. Und ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man am Nachmittag oder am Mittag ein Bier trinkt. Das war vor 50, 60 Jahren noch viel normaler und viel integrierter. Aber es ist halt sackgefährlich. Es ist einfach sackgefährlich. Auf der Baustelle sicher noch mal anders als im Büro. Aber auch im Büro habe ich als KV oder in meiner Lehre schon mehrere Personen kennengelernt, die andauernd angetrunken oder richtig besoffen am Arbeiten sind. Erfahren? Umso älter ich werde, umso mehr gibt es auch die Momente, wo ich das von jemandem schmecke. Der hat eine Alkoholfahne. Und das ist dann noch krass, weil du hast keine Alkoholfahne, weil du am Abend 3 Bier getrunken hast. Du hast eine Alkoholfahne, weil du meistens mit starkem Alkohol dich zugeschüttet hast. Und wenn jetzt am Mittwochmorgen jemandem begegnest, der eine Alkoholfahne hat, beim Arbeiten, dann kannst du davon ausgehen, dass er das nicht das erste Mal und das einzige Mal macht. Nein. Und das ist ja die Gefahr bei dem Ganzen. Das ist ja immer das, wenn jemand besoffen mit dem Auto gefickt wird oder so. Das ist ja das Ding, die Leute sagen immer, jetzt hat es mich genau verwünscht. Das Problem ist, du kannst eigentlich zu 100% fast, also es gibt immer Ausnahmen, aber kannst davon ausgehen, dass wenn jemand besoffen Auto fährt, dass er das nicht nur einmal macht, sondern immer wieder. Und das ist ja der Clinch, oder? Wenn du so etwas merkst. Auch eben die Leute, die saufen auf der Baustelle. 3, 4 Bier. Hey, wenn jemand das immer macht, ich glaube nicht, dass der unbedingt so viel unzurechnungsfähiger ist, wenn er einfach so ein Pegeltrinker ist, der einfach ein Bier braucht alle 2 Stunden. Ist sicher nicht so nüchtern wie ein anderer, klar. Aber das fällt halt nicht auf, weil es eben nicht so einen krassen Einfluss hat. Wenn der voll besoffen wäre und nicht mehr möglich wäre zum Arbeiten, dann würde es auffallen. Oder so auffallen, dass man es ändern würde. Aber so, schwierig. Ja. Und da habe ich Storys gehört von Arbeitern, die nicht mehr gearbeitet haben, also die ich nicht getroffen habe. Aber halt Storys von Leuten, die schon seit 40 Jahren im Gartenbau sind. Und dann auch gesagt haben, da gibt es ein paar, die kommen mit dem Harras auf die Baustelle und gehen mit dem Leeren. Und zwar dann irgendwie so 3 Zentiliter, weißt du, und hat 12 Stück drin. Und dann wird das einfach getrunken. Über den ganzen Tag. Und ja. Ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht, auch ein Sanitär in meinem Freundschaftskreis. Und der ist 20 Minuten im Blick und alles ist der gekommen. Der ist eben rausgenommen worden, weil er im Kreisel Blink vergessen hat. Und rausgenommen wurde, kontrolliert 1,99 Promille mit dem Blasen. Ui. Also wahrscheinlich im Blut wäre noch mehr drin gewesen. Aber der ist pfeifengerade gefahren, der hat alles im Griff gehabt. Weil er sich das gewöhnt war. Ja, Alkoholiker, da muss man jetzt einmal ganz geschwind dazu sagen, Alkoholentzug, vor allem, das ist nochmal ein Unterschied, ob du jetzt Biertrinker bist oder starker Alkohol, aber starke Alkoholiker, die trinken eine Flasche Wodka und dann funktioniert es. Also, ich weiss nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wenn ihr euch überlegt mit dem Alkohol und Konsum, schaut mal ein Video von einem, es gibt auf TikTok noch gute, trockene Alkoholiker oder ein Alkoholiker, der am Morgen aufsteht. Wie das der Mensch, die zittert, das hast du noch nie gesehen, die schüttelt, sie können kein gerades Wort sagen, bis die nicht einen Pulle Schnaps drin haben. Und dann nicht eine kleine Menge. Und das Krasse ist eben, Alkoholentzug ist tödlich. Das ist einer der wenigsten, es ist, glaube ich, der schlimmste Entzug. Heroinentzug ist weniger schlimm oder weniger tödlich. Okay. Also gerade beim harten Alkohol. Das Problem ist halt eben, weil der Körper sich so an das gewöhnt. Ich bin kein Wissenschaftler, ich habe da keine Ahnung, aber ich weiß einfach, dass der Alkoholkonsum, vielleicht ist der Heroin noch ein bisschen, das ist auch nicht wichtig, aber die zwei, die teilen sich dort oben den Rang. Und ein Alkoholentzug ist halt auch, es gibt nur ein Entziehen. Es gibt nicht ein
Methadon-Programm für Alkohol, oder? Und ja, du kannst ihn nur stilllegen und zum Teil müssen sie dann trotzdem auch trinken ja noch. Schlimm, ist tödlich. Ja. Und darum ist es ja so krass, weil das Gefährliche an diesem Biertrinker ist nicht unbedingt, wenn er 3 Bier getrunken hat und auf der Straße fährt, sondern das Gefährliche ist, wenn er irgendwo ist und nicht kann Bier trinken und dann zum Beispiel irgendwo anfährt oder etwas. Also so perfid, wie es ist. Das, ja, ganz, ganz krasse Sache. Der Alkoholkonsum im Alltag. Und ich meine, ich bin schon am Morgen um 9 Uhr im Restaurant gehockt und habe zufälligerweise gesehen, wie der Wirt dort gestanden ist mit einem Kaffeebecher und von oben dran Schnaps genommen hat und in den Kaffeebecher geleert und wieder den Schnaps aufgestellt. Und dann habe ich ihn angeschaut, der hat mich angeschaut und dann so ein Zwinker kommt, oder? Und es ist einfach, wenn du am Morgen um 9 Uhr schon starken Alkohol trinkst, dann machst du das erstens nicht seit gestern. Und der Zufall, dass er jetzt gerade jetzt einen mega schlimmen Lebensschicksalsschlag hat und der jetzt trinkt wegen dem und mir dann zuzwinkert, ist gegen null. Also du kannst davon ausgehen, der Armsiech hat ein Restaurant, hat den Zugang, verkauft selber die Drogen, blöd gesagt, und konsumiert sie. Und das ist genau das Gleiche wie bei allen anderen Dealern oder etwas. Don't get high from your own supply. Ja. Es ist einfach so. Und wenn du dein bester Kunde selber wirst. ja, und das Krasse ist, also, das ist bei jeder Droge so, auch beim Gras. Das ist genau das Gleiche. Es geht dann einfach zum Beispiel, weil beim Gras ist es ein bisschen speziell, weil halt dort, wenn du den Entzug hast, du bist vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt, du hast kalten Schweiß oder etwas, aber dort kann dir nichts passieren. Also weißt, es kann dir physisch nicht viel passieren. Also du kannst nicht irgendwie sterben an diesem Entzug. Aber halt eben Alkohol, wo ja immer auf eine ähnliche Stufe gestellt wird wie das Gras, ist halt rein, wenn du jetzt mega abhängig bist. Das Gras ist psychisch gefährlicher, aber der Alkohol, es gibt so Skalen, wo welche Drogen wie viel Leid auslösen. Und das gibt irgendwie Wert von 1 bis 100 und irgendwie Alkohol ist auf dieser Skala, die ich gesehen habe, bei 60 vom Wert gewesen. Und dann geht es aber so, LSD zum Beispiel hat 6 oder so. Also ganz tief, weil das sind halt keine süchtig machende Substanzen in dem Sinn. Es ist, wenn du es einmal nimmst und mit einem Schnaps vergleichst, andere Welt, ganz ein anderer krasser Einfluss. Und du kannst, wenn du viel zu viel LSD frisst, ist es auch schlimm. Aber der Impact auf den Körper, Alkohol ist das stärkstes Nervengift. Und eben, ich konsumiere es auch. Ich weiß, dass es das stärkste Nervengift ist. Und ich glaube, das wissen auch die meisten Leute. Aber halt ein Alkoholentzug ist einfach heftig. Und nicht zu vergleichen unbedingt mit anderen Drogen. Und das finde ich halt so krass. Weißt, der Mensch geht den einfachsten Weg. Und mit so einer Droge aufzuhören, wo halt eben dich nicht komplett wegballert und nicht das ist so ein schleichender Prozess. Es ist eine ganz andere Gefahr. Eben. Alltagsalkoholismus, oder wie man das nennen kann. Das ist ein spannendes Thema. Habe ich viel erlebt, gerade mit Bier trinken. Ja. Aber also, wo ich temporär geschafft habe, ob in der Glasproduktion oder im Geschenk verpacken, irgendwo hat es jemanden gegeben, der getrunken hat. Und man weiss es ja dann nicht mehr von allen. Von denen, wo man es ja dann erfährt, weiss es meistens jeder. Und das ist eigentlich schon beängstigend. Gerade wenn du denkst, dass zum Beispiel auch Berufsfahrer ein sehr Alkoholproblem ist in dieser Berufsgruppe. Gerade LKW-Fahrer, die lange Strecken fahren. Wo ich auch schon Videos gesehen habe von Autobahnpolizei oder so, weißt, wo Berufs-LKW-Fahrer mit irgendwie 2 Promille rausgenommen haben. Und dann musst du auch sagen, der Typ bewegt irgendwie 25, 40 Tonnen. Und wenn der einpennt oder abschaltet das Hirn oder ein Hirnschlägchen hat, weil er seit 20 Jahren Alkoholiker ist, dann killt er einfach mal geschwind ein paar Leute. Ja, es ist hure schwierig. Ja. Weil eben, ich will mich da auch vor allem nicht ins Unschuldsding nehmen. Ich habe auch
die Erfahrung gemacht, gerade im Gartenbau, ein Bierli trinken und dann trinkst du ein Bierli und dann bist du ein bisschen lustig und dann klemmst du dir den Finger rein. Und dann merkst du, okay, gut, lassen wir das. Und dann haben wir das auch irgendwann wieder komplett gelassen. Aber die Verlockung ist halt gross, weil eben, es passiert nicht viel, aber es ist vieles gerade angenehmer. Und das ist ein schleichender Prozess. Ja, weil du gewöhnst dich an das Angenehme. Und wenn das dann nicht dort ist es schlecht. Und das ist bei allem so. Und darum sind Abhängigkeiten auch schlecht, wo die Leute eigentlich auch wissen, das langt aber nun mal nicht, um nicht abhängig zu sein. Und das ist ein bisschen das Dilemma, oder? Weil die meisten von diesen Alkis und von den Kiffer oder auch sonst wissen, dass es ja im Endeffekt nicht gut ist, aber es funktioniert halt. Ja, es ist ein spannendes Thema, aber ja, auch ein beängstigendes kann man auch sagen. Ja. Wie bei mir oder von meiner Seite sicher auch einmal wieder ein Thema sein. Wahrscheinlich einfach nicht mehr heute. Ja, du sagst es. Ja, ich Aber ich glaube... habe es interessant gefunden. Ich habe trotzdem dementsprechend viel erzählt, irgendwie, wo man in den Sinn gekommen ist. Voll. Und dann lassen wir das doch heute einfach stilvoll ausklingen. Schönen Tag. Farberkrönung deiner Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Uralt, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birne, Dujardin, Hennessy, Remy Martin, Fernet, Branca, Underberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlachberg und Doppelkorn, das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns auch speiübel, bring den nächsten Kübel.